Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. So, ja, wir sprechen jetzt heute mal mit dem saure Pirat. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So? So nett Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Ist das Ihr Piratenname? Bill? Halsabschneider Bill. Besser. Ah, ja. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Besser als Stiefelriemen Bill. Ja, Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Perfekt. Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän? Wohl kaum. Ich bin der mächtige Pirat, der LeChuck besiegt hat. Und was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze? Immense Berge von Gold und Diamanten? Zepter aus massivem Gold? Irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? Ja. Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. okay. Ich wette doch, du alter bettnässender Schwachkopf. Wie viel würdest du wetten? Nun, ich habe diese Münzen. Naja, wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Okay, dann wissen wir, der muss beleidigt und in einem Gentleman-Duell herausgefordert und besiegt werden. Der will ein Schmuckstück haben. Und dann sprechen wir dann nochmal generell mit dem. Wie sind Sie in die Hairstyling-Industrie eingestiegen? Ich habe eine Anzeige gesehen, in der ein Frisiersalon-Quartett Verstärkung gesucht hat. Wäre das ein Problem für dich? Nein, das muss wohl eine sehr lohnende Arbeit sein. Was soll das heißen? Heißen? Nur das, weißt du, Haare schneiden und singen muss wohl viel Spaß machen. Es ist jeden Tag wie eine Party. An manchen Tagen weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Freude. Mir wird schwindelig und das Gelächter blubbert aus mir heraus wie ein Springbrunnen der Freude und Fröhlichkeit. Okay, anderes Thema. Ja, er klingt auch sehr spaßig. Macht es wirklich Spaß, Friseur zu sein? Man hat ein geregeltes Einkommen. Na gut. Piratengeschichten, kennen Sie welche? Okay, eine Geschichte. Ich begann als Seemann auf der MS Wogen des Wollknäuel, die von Puerto Pollo auslief. Der Kapitän war ein Meisterschatzsucher, ein Wahrsager aus einer alten Geheimgesellschaft. Er hatte einen merkwürdigen fünften Sinn, wenn es darum ging, Wertgegenstände zu finden. Übernatürliche Kräfte? Das kann ich ja kaum glauben. Hatte ich auch. Zuerst. Wir verließen den Hafen ohne Karte, nur durch die scharfen Sinne unseres Kapitäns geleitet. Die ersten Wochen fuhren wir nur im Kreis, bis wir merkten, dass die Goldohrringe der Mannschaft den Kapitän durcheinander brachten. Nachdem wir den ganzen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen über Bord geworfen hatten, kamen wir wieder auf Kurs. Okay. Ihr Kapitän muss eine echte Jahrmarktsensation gewesen sein. Viele von uns an Bord begannen das Gleiche zu glauben. Wir segelten 2 Jahre lang und waren schließlich auf dem Weg zurück zu Plunder Island. Aber gerade als wir anfingen, an ihm zu zweifeln, zahlte er sich aus. Wir fanden einen versunkenen Schatz direkt vor der Küste. Warte eine Sekunde. Ja. War es ein enormer Haufen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen auf dem Grund der Bucht? Exakt. Woher wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Kennen Sie noch mehr Piratengeschichten? Möchtest du die Geschichte hören, wie ich einem nervenden kleinen Piraten die Kehle aufschlitzte, der mir andauernd Fragen stellte? Stört Sie etwas? Sagen Sie, was essen Sie da? Kieferknacker. Ist der gut? Yo. Sie reden nicht viel, oder? Nee. Ein echt guter Kieferknacker, was? Yo. Tja, das ist doch toll, oder? Yo. Junge, was würde ich jetzt für einen Kieferknacker geben? Yo. Ich sagte, was würde ich jetzt für einen Kieferknacker geben? Hoffentlich findest du einen. Essen Sie den Kieferknacker ganz auf? Bestimmt. Okay, wollten nur mal fragen. Ich mag nichts lieber als einen guten Kieferknacker. Ich auch. Sehen Sie, wenn man es so betrachtet, sind wir gar nicht so verschieden, Sie und ich. Wie auch immer. Kann ich Ihren Kieferknacker haben? Nein. Na gut. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Aber an den Kieferknacker kommen wir trotzdem noch. Hoppla. So. Wissen Sie,
Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Ich glaube, ja, jetzt stehen wir uns näher. Und Schäfer schluckt. Okay, dann müssen wir wohl Heimlich-Manöver nochmal durchziehen. Wie hast du das gemacht? Ach, das war gar nichts, wirklich. Nur ein kurzer Druck unterhalb des Brustbeins, um einen Fremdkörper aus der Luftröhre zu vertreiben. Das ist erstaunlich. Ich verdanke dir mein Leben. Von nun an. Ja? Von nun an soll das als Threepwood-Manöver bekannt sein. Gut, Na, das war's danach. Aber sein Kieferknacker kriegen wir. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Ach. Ach, pfui Teufel. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Dieser Kieferknacker fühlt sich wirklich hart an. Ih, eklig. Da sind Spucke und Haare von jemand anderem dran. Gut, Glas mit Chem gucken wir uns auch mal an. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Ja, ich weiß es leider auch nicht, was das ist, das blaue Zeug. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Oh, schade. Okay, dann sprechen wir nochmal mit, oder gucken wir uns dann erstmal an. Er sieht wie ein echter Profi aus. Ja, vor allem, weil er die ganze Zeit im Frisurebuch hochgucken muss, ne? Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Ruhe! Pirat. Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung, warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Na gut, dann sprechen wir halt mit Captain Richelieu. Er scheint gereizt zu sein. Können wir denn drücken? Ich würde ihm gerne eine knallen, aber das wäre unhöflich. So, dann wollen wir doch mal. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Da gibt's von Leibniz übrigens eine geile Klavierversion zu dieser Captain Richelieu Sub-Theme aus der Barbary Coast. Das ist saugut, weil das wird ja hier eigentlich mit dem Akkordeon gespielt. Und die Klavierversion, die geht ab wie noch was. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ha! Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Ja, ich nehme dich beim Wort. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. 2-mal. LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Sie sind also Schiffskapitän, was? Nicht irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. Ich habe noch nie etwas von Ich bin ja nur der gerissenste und gepflegteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte, lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junge. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Ach Gott, was ein Schnösel. Nun, ich wollte Sie sowieso nicht in meiner Mannschaft haben. Das ist dein Problem. Und Junge, ab mit dem Pferdeschwanz. Er ist so altmodisch. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Das werde ich bestimmt nicht. Der Blick. Verstehen Sie mich nicht falsch, graue Haare stehen Ihnen. Es ist nicht, ich meine, natürlich werde ich. Aber darüber muss ich mir noch ein paar Jahre keine Gedanken machen. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir mehr Sorgen über Haarspliss machen. Arschpliss? Ich muss dir sagen, dass ich schon Männer für weniger verleumderische Kommentare getötet habe. Sie haben hier hinten eine Stelle, die kahl wird. Was? Das ist natürlich gelogen. Wenn Sie es sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass hier hinten definitiv ein Glänzen zu sehen ist. Sie scheinen reizbar zu sein. Kommt das von Ihrer trockenen Kopfhaut? Meine Kopfhaut wird liebevoll mit den feinsten Cremes und Ölen der Welt massiert. 2-mal am Tag. Das ist ein bisschen mehr, als ich wissen wollte. Deine belanglosen Sticheleien und Beleidigungen bedeuten mir nichts. Heutzutage gibt es gute Anti-Schuppen-Shampoos. Ich schlage vor, du gehst jetzt, bevor du mich zwingst, meine Ehre zu verteidigen. Feuer! Rennt um euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, Barbier. Mehr Feuchtigkeitscreme. Tollwütige Hunde sind los! Raus hier! Ich irre nicht. Da sind keine tollwütigen Hunde los. Das ist nur, was Sie nicht glauben machen wollen.
Da ist ein axtschwingender Verrückter an der Tür! Flieht! Vielleicht solltest du dich selbst opfern, damit der Rest von uns gerettet wird. Die Rufe kommen aus dem Friseurladen. Ihr müsst sofort hinaus. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass uns alleine. Ein Sturm kommt auf. Am besten setzen Sie sich in Bewegung. Es könnte ein Tornado sein. Dann bleibe ich ganz bestimmt drin. Die Feuchtigkeit schadet meinem Haar. Captain Richelieu, Ihr Pieper. Schreib auf, wer es ist. Wissen Sie, zu langes Sitzen kann ungesund sein. Es ist ein großes Risiko für die Herzkranzgefäße. Ich glaube, ein netter Trimtrab ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Auf Sie! Geh weg. Wissen Sie, zu Okay, langes Sitzen sorry, kann das ungesund hatten wir sein. schon. Das Risiko muss ich halt eingehen. Na gut, ich denke, dann haben wir genug genervt. Sie scheinen beschäftigt zu sein. Ich komme später wieder. Aber wir haben hier noch was wir treiben können. Und zwar haben wir Läuse geholt und da ist der Kamm. Hehe. Heilige Pest, Sie sind von den Haardämonen besessen. Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den 7 Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein Haar ruinieren. So viel zu, wenn ich ein mächtiger Pirat bin, ist er kahlköpfig. So, jetzt können wir auch mit ihm hier sprechen. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Die Dialoge mit dem sind auch zu geil. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen. Oh, Moment. Und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Das wollte ich eigentlich nicht. Verflixt. Haggis McMutton, Moment. Ja, so können wir mal retten. Jo. Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Balky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMulloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Balky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Balky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wandten uns vor Schmerzen. Ja, dann, Warum habt ihr keine Seile und Winden benutzt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Genau. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Balky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. ach du liebe Zeit. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Arm drücken, Football nach australischen Regeln. Das hier. Ein Voll aufs Maul ohne Fluchtmöglichkeit im Käfigkampf auf Leben und Tod? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit, dem Stammwurf. Okay, Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf?
Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Okay. Probieren wir es doch einfach mal. Klingt toll. Fangen wir an. Vielleicht nachdem ich mit deinem Haar fertig bin. Okay. Dann... Haggis. Das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi, Igitt. Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Oh Mann, ich glaube, das ist ganz gut, dass Facecam dazu läuft. Ich krieg mich als nämlich verlache. Oh Mann. Das ist wirklich eine hübsche Schere. Ei, es ist meine beste. Die schneidet durch fast alles. Warum steckt sie in der Decke? Manchmal schneide ich die Haare mit solch unglaublicher Geschwindigkeit, dass mir die Schere aus den Fingern gleitet. Oh Mann. Könnte ich mir die Schere mal für eine Minute leihen? Tut mir leid, nein, sie hat einen zu großen Wert für mich. Weißt du, die schneidet nämlich fast alles durch. Ja, ich glaube, das erwähntest du bereits. Ah Mann, aber ich muss echt dazu sagen, viel von dem Humor entsteht halt auch durch die Synchro, wie das überhaupt ausgesprochen wird, was sie da babbeln. Wenn ich bedenke, was ich alles mit der Schere anfangen könnte. Ei, die Schere ist einfach zu gut. Erwähnte ich bereits, wie hübsch die Schere ist? Hast du. Und es stimmt wirklich. Es ist die beste, die ich je hatte. Und sie schneidet alles durch. Bitte, lass mich die Schere ausleihen. Tut mir leid, nee. Na gut, Schon gut. dann kann er mal ein bisschen weiter an mir schnippeln. Und gehen erstmal ein bisschen hoch. Und Moment, wie war das? So, Briefbeschwerer. Wenn er nicht hier guckt. Oh, jetzt hat er noch nie geguckt, aber das macht nichts. So, Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. so, dann können wir uns nämlich jetzt hochhebeln. Bis wir an die Schere dran kommen. So. Und schnappt er das Ding. Zack. Sehr schön. Und jupp. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht Och und konnte Gott. keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Besser so. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Vor allem die ganze Insel abgerannt, um kein dappische Städte zu finden. Na okay. Aber dann können wir hier Sicher, nochmal... dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. So, dann probieren wir das doch jetzt mal. Klingt toll. Fangen wir an. Oh Gott, der Ochs. Naja, Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. das war wohl ein Rohrkrepierer. Okay. Gut. Jetzt haben wir diverses Zeug, ne? Die Schere. Und was haben wir dann noch alles? Ja, der Kieferknacker etc. pp. Ich muss gerade mal gucken hier beim Feld der Ehre, ob ich da schon ein bisschen was machen kann. Aber ich glaube, noch kann ich doch nichts machen. Wir brauchen dafür noch anderes Zeug. Genau, wir brauchen für das Sägebock. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das... Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke... Okay, bla bla. Oh, Moment, der Marke was? Was natürlich? Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumfass stützt. Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rumfass stützt. Hier. Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Lecker, alter Darmtod. Okay, die Stämme gucken wir uns einmal an. Sie sind aus Palmen gemacht. Und hier sind Gummibäume. Es krabbeln Ameisen darauf herum. Lecker. Okay, dann gehen wir dort hier.
Also hier können wir noch nichts machen, aber das kommt noch bald. Ich habe hier jetzt alles Nötige zusammengefasst. Weiterer. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Wackerville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Okay, cool. Noch ein Gummibaum. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Ja, so viel zu der einzigsten in der westlichen Hemisphäre und du, ja, einer von vielen karibische Gummibäume. Oh Mann. Okay, Kreidezahlen, guckt er die einmal an. Dies sind Entfernungsmarken für den Stammwurf. Okay. Gut, wir könnten theoretisch jetzt auch noch zu Edward van Helden gehen, weil wir haben da Handschuhe, da können wir dann hier duellmäßig einer lostreten. Aber ich würde sagen, das ist alles Zeug, was wir uns für die nächste Episode aufheben, weil wir brauchen noch ein bisschen Kram, um bei Blondbart reinzukommen. Und wir brauchen noch ein bisschen Kram, um mit Haggis zu wetteifern, damit wir unser Crew haben. Aber ich würde mal sagen, hier, ihr liebe Leute, ist ideal zum Speichern. Okay, das ist dann, okay, nennen wir es einfach mal Yankee Island. Und dann speichern wir mal hier. Alles klar. Gut, da würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder. Meine 4 Episoden, die ich am Tag schaffe, sind für heute wieder vorbei. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo es dann weitergeht auf Plunder Island. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.